Welcome to Jacobstown. Und Mutanten? Zum Schreiten aufgelegt. Aus meinen Schraubzwingen, na. Dumme Gro... Willkommen in Jacobstown, Mensch. Ja, der Marcus. Sie können sich frei bewegen, aber starren Sie das Nachtvolk nicht an. Sie werden nicht gern angesehen. Und wenn Sie zu RNK gehören, sollten Sie das für sich behalten. Sie ist hier nicht sehr beliebt. Das Nachtvolk ist schizophren, weil sie ständig Stealth Boys verwenden. Einer der Gründe, warum ich Jacobstown gegründet habe, war, sie zu heilen. In der Stadt darf das Nachtvolk keine Stealth Boys tragen, damit ihr Wahnsinn nicht noch schlimmer wird. Das Problem ist, dass das Nachtvolk nicht gerne sichtbar ist. Sie sind ungern ungeschützt. Wie in jeder anderen zivilisierten Stadt. Keinen Streit anzetteln, nichts stehlen. Dann behandeln wir sie fair. Wird doch wohl möglich sein. Ob das möglich ist? Ist Bis möglich. Großhörner haben wieder die ganze Nacht Krach gemacht. Wer macht Krach? Aber einen Schreiter zetteln. Hab ich noch nicht gemacht. Aber wir könnten vielleicht bei den Buben handeln, ha? Wer ist das? Lilly? Und? Mann oder Frau? Oder Gender-Mutant? Jimmy? Kleiner Jimmy? Wie groß du geworden bist. Schön, dass du deine Großmama besuchen kommst. Ja, Lilly, nix, Jimmy. Oh, Jimmy, nun stell dich doch nicht so an. Komm her und gib deiner Großmama ein Bussi. Ein Bussi? Meter watschen? Oh ja, Liebes, wie dumm von mir. Hab meine Medizin heute noch nicht genommen. Was kann ich für dich tun? Ich hüte Großhörner. Das sind liebe, sanfte Kreaturen, aber manchmal ganz schön störrisch. Genau wie meine Enkelkinder. Wir sprechen uns später, Liebes. Bis später, Lilly. Ich werde mit reinschauen. Noch ein Mensch. Einer war schon genug. Wie noch ein Mensch. Ich nur noch du. Der Keen. Belästigen Sie jemand anderen. Ich will nichts mit Ihnen zu tun haben. Die Menschen starren immer auf Dinge. Wir Nachtvolk mögen nicht angestarrt werden. Das ist unangenehm. Anders. Im Augenblick bemühe ich mich gerade sehr zivilisiert zu bleiben. Aber Sie machen es mir mit Ihrer permanenten Fragerei nicht einfach. Dr. Henry, er ist einer von euch. Sprechen Sie mit ihm statt mit mir. Ja, der Dr. Henry. Die Stealth Boys, die wir nutzen, beeinträchtigen unseren Verstand zusehends. Jacobstown hätte ein Zufluchtsort sein sollen. Ein Ort der Heilung. Stattdessen heißt es warten, warten, warten. Ich habe es satt zu warten. Endlich! Meinst du, dass Marcus uns vielleicht Miniguns besorgen kann? Oder Eine Schneekugel. Raketenwerfer? Oh, Scheiße, der Henry. Wo sind die Sticker? Ah, da ist er. Calamity. Von Davy, eine Mutantin. Und Dr. Henry, wie schauen die aus? Ich nehme an, es ist wichtig. Sie unterbrechen meine Forschungen. Ich ziehe die Abgeschiedenheit vor. Und die Supermutanten hier in der Gegend sind ein Garant für Ruhe und Sicherheit. Das Nachtvolk kann seine Finger nicht vom Stealth Boy lassen, was zu diversen Formen von Geistesschwäche führt. Ich suche nach einem Heilmittel. Derzeit untersuche ich die Nachtpirsche-Population in der Gegend, da sie ein natürliches Tarnfeld zu entwickeln scheint.
Ich habe auch einen funktionierenden Prototypen des Stealth Boy Mark II. Aber die Experimente damit sind riskanter. Hab sie vorerst auf Eis gelegt. Das Tarnfeld wurde moduliert, damit es bei weniger Stromverbrauch länger hält. Aber aus irgendeinem Grund wirkt sich dies auf den Benutzer negativ aus. Allerdings sind diese Auswirkungen derart stark, dass ich genau bestimmen kann, welche Gehirnregionen betroffen sind. Die Tests müssen leider an lebenden Subjekten durchgeführt werden. Marcus hat angeregt, zunächst der Nachtpirscher-Mutation auf den Grund zu gehen. Und ich kann bestimmt helfen, oder? Ich bin noch unschlüssig, ob die Nachtpirscher-Mutation naturgegeben ist und bräuchte jemanden, der in der Höhle des Löwen nach Beweisen sucht. Einige Supermutanten haben sich auch schon umgesehen, sind aber mit leeren Händen zurückgekehrt. Vielleicht hat jemand Unvoreingenommenes mehr Glück. Lilly würde vielleicht gerne mit ihnen gehen. Sie hat ein paar Großhörner an die Nachtpirscher verloren und würde sich dafür wohl gern rächen. Nachtpirscher, ich höre dich trapsen. Wenn es sein muss. Ja, ja. Dr. Henry, bin fort. Ich schaue mal bei Lilly vorbei. Aber haben die da irgendwas zum Handeln, ha? Schaut mir nichts aus. Jemand beobachtet mich. Das spüre ich. Bei da rumspielt Billard, ab und zu mal. Schau mich nicht an. So viele starrende Augen. Hey Lilly, hol die Socke. Bock auf einen Ausflug? Ungezogene Kinder rennen immer vor Strafe davon. Aber wir werden Benny schon finden. Nicht wahr? Der Benny, war der nicht tot? Oh, diese Nachtpirscher töten immer meine Großhörner. Das wird schön, denen mal richtig die Meinung zu sagen. Stealth Girl, tut ja. Bei der 4 Worten. Wer schaut das? Geht ihr mit? Jawohl. Und dafür müssen wir jetzt links von mir. Meine Schraubzwingen nachziehen. Welche Schraubzwingen? Ja. Gerade die Frage, wie kommst du auf? Dort hinten im letzten Eck. Außen rum oder innen rum? Das ist die Frage, gell? Vielleicht haben sie einen Hintereingang. Meinst du, dass Marcus uns vielleicht Miniguns besorgen kann? Oder Raketenwerfer? Meinst du, dass Marcus uns vielleicht Miniguns besorgen? Scheiß auf Marcus. Die Tiger da hinten aussehen, wenn möglich. Und, haben die dir? Nein. Aber, da müssen wir irgendwo werfen. Oder so. Laut seinem Plan. Also, Lilly Baby. Die wieder große Runden. Ja gut, wir müssen nach vorne aussehen. Aber da muss ich irgendwie aufgeschlagen, oder? Hätte ich gesagt.
Okay, Jacobstown. Ich komm bald wieder. Hab ein Problem. Könnt Ihre Hilfe gebrauchen. Mich jetzt. In letzter Zeit belästigen RNK-Söldner die Stadt. Sind gerade wieder aufgetaucht. Ja, die RNK. Kann ich wohl nicht sicher sagen, ob das RNKler sind. Wer auch immer sie sind, sie wollen uns tot oder weg. Tot oder weg? Kompliziert ist. Sie sind ein Mensch. Ihnen hören sie vielleicht zu. Vielleicht. Sie sollen sie nicht töten. Sorgen Sie einfach dafür, dass sie gehen. Von mir aus bezahlen Sie sie auch, wenn es sein muss. Danke. Unfreundliches Zureden. Ja, der Depp davon oder was? Der Norton. Beide auf Norton, Baby. Und wie schaut denn aus hier, Mann? Die kriegen wir klar. Wollt es herführt. Uns geht es um die Muties, nicht um Sie. Ich wusste immer, wann man kämpfen und wann man aufgeben muss. Dieses Mal sieht es nach Aufgeben aus. Meine Leute und ich gehen. Sie werden uns hier nicht wiedersehen. Und der tickt einfach ab. Also, bumm, das war einfach. Einfach die Mission aller Zeiten. Onkel Marcus, da bin ich wieder. Bedrückt Sie irgendwas? Gut. Freut mich, dass Sie sie nicht getötet haben. So zeigen wir, dass wir keine blutrünstigen Mutanten sind. Wenn die RNK oder sonst jemand einen Grund sucht, um Jacobstown anzugreifen, werden sie den nicht von uns bekommen. Clever, charismatisch, teuflisch fiese Ader. Schert sich nicht zum Menschen. Kämpft lieber gegen sie, als mit ihnen zu reden. Hat allerdings eine Menge Einfluss beim Nachtvolk. Er redet, sie hören zu. Hat gehofft, dass er weiteres Nachtvolk nach Jacobstown bringen könnte. Keen ist geistig klarer als die meisten. Aber er will sicher wieder seinen eigenen Weg gehen. Er ist aggressiv, ungeduldig, ist ungern untätig. Wenn das passiert, kann es gut sein, dass andere Nachtvolk folgen. Dann wird es schwer, sie mit einem Heilmittel zu versorgen. Schlimmer noch, wenn Keen und das Nachtvolk auf der Jagd nach Stealth Boys die Mojave durchflügen, wird es Tote geben. Die meisten Menschen können Mutanten nicht unterscheiden. Kann sein, dass sie auf der Suche nach Rache hierher kommen. Das ist wie zu sagen, Caesar und Kimball würden einander zuhören. Nachtvolk vertrauen einander nicht, Mutanten eingeschlossen. Wegen eines Versprechens, das ich nicht halten konnte. Das Nachtvolk leidet unter Schizophrenie. Liegt an den Stealth Boys, die sie verwendet haben. Das Nachtvolk hat Probleme damit, wie normale Leute sichtbar zu sein. Das hassen sie. Ein paar sind schon losgezogen, um neue Stealth Boys zu finden. Furchtbare Lage. Sie stehen entweder rum und leiden, oder sie kommen an Stealth Boys und drehen durch. Keine echte Wahl. In Ordnung. Bis dann. Aber Dr. Henry kann es vielleicht heilen. Pass Eventuell. lieber auf. Lilly faselt wieder von ihren Enkeln. Lilly, geh mal mit. Wir marschieren eine Waffe. Hinauf in die Berge. Denn der Berg rufte. Laut Karten schaut's gut aus. Eigentlich wollte ich ja bei Dr. Haus vorbeischauen. Aber dann komme ich wieder nicht. Ja, bin ich da rum.
Und er montierte zu Cliffhanger. Kommt ihr weiter auf? Nein. Das ist Maximum schön. Au. Den ersten Haxen haben wir schon gebrochen. Ja bitte, was hat er gemeint? War die Rede von einer Höhle, kann ich sagen? Die Charleston-Höhle.